Sie sind in Augsburg ein faszinierendes Phänomen. Madonnen, die ostentativ die Fassaden der Häuser schmücken. Verklärt blicken sie hinab auf die Straßen und künden in dieser Stadt des Religionsfriedens von ihrer Katholizität. Das war also im ersten Stock. Ja, das war im ersten Stock. Zwischen den zwei Fenstern. Ja. Ah ja, da sieht man ja sehr schön mit dieser Muschelkalotte. Das ist ja ganz typisch bei diesen Hausnischen, Ja. dass sie also auch ein bisschen skulptural gestaltet worden sind. Hausmadonnen. Weit über 100 sind heute noch in der Stadt zu finden. Andere gingen verloren oder wurden von ihren Besitzern längst auf dem Dachstuhl deponiert. Nach ihnen wird auf Initiative der Alt-Augsburg-Gesellschaft um Anne Voigt nun geforscht. Es gab natürlich sehr viele Werkstätten, auch hier in der Gegend, die solche Figuren gemacht haben. Es ist natürlich eine gute Qualität, aber nicht die erste Qualität. Und insofern sind solche Werkstattarbeiten erstmal noch genauer zu untersuchen. Also das müsste man etwas genauer nochmal anschauen. Das Haus in der Kirchgasse stammt aus dem 16. Jahrhundert. Seine Madonna aus dem Barock. Rudolf Reilich, ihr heutiger Besitzer, recherchierte, dass sie bis nach dem Krieg die Nische füllte. Vor kurzem fand er die Figur durch Zufall in einem Antiquitätenladen wieder. Ziemlich verwittert und schlecht restauriert. Ich bin zwar kein Augsburger, kein Gebürtiger und ich bin auch nicht katholisch, aber ich war der Meinung, die gehört hier zum Haus und darum habe ich sie erworben. Das ist eine Aufnahme von 1902. Das hat sicher eine sehr weit zurückreichende Tradition, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Denn es ist ja doch ganz wichtig, dass man die verschiedenen Häuser mit Schutzpatronen ausstattet. Es ist aber genauso wichtig, sozusagen Häuser zu markieren mit diesen Figuren, damit man sie auch erkennt, wiederfindet. Die älteren gotischen Fassadenfiguren haben den Augsburger Bildersturm nicht überlebt. Doch die schönste Schutzmadonna der Stadt ist als Kopie wieder an ihrem alten Platz zu bewundern. Eine Immaculata von Ergot Bendel, geschaffen für die Jesuiten, als Augsburg Deutschlands einzige Großstadt war, die in konfessioneller Parität lebte. Doch wer katholisch war hier katholischer als irgendwo. Die Madonnen wurden zum Erkennungszeichen der Konfession. Immaculata. Das ist die Maria auf der Weltkugel, die mit ihrem Fuß die Schlange als Symbol der Sünde zertritt. Die Katholiken waren in Augsburg lange in der Minderheit. Umso demonstrativer bezeugten die Wohlhabenden unter ihnen mit ihren aufwendig gearbeiteten Figuren ihr konfessionelles Selbstbewusstsein. Die übrigen hatten andere Motive. Ein Beispiel ist diese der Kirche vor einigen Jahren gestiftete Rokoko-Madonna, die von einem Bürgerhaus im Heiligkreuzviertel stammt. Erbaut von Esaias Holl, Bruder des berühmten Elias Holl. Auch von ihr ließ die Diözese inzwischen eine Kopie anfertigen und brachte sie an ihren alten Platz. Der Bildhauer Andreas Heinz im frühen 18. Jahrhundert, der hier seine Werkstatt, sein Atelier hatte, der wollte natürlich damit als Werbemaßnahme, nicht als reicher Bürger, sondern eben als Bildhauer und Handwerker zeigen, hier ist mein Standort, Aufträge erwünscht. Kirche und Alt-Augsburg-Gesellschaft finanzierten die Kopie zusammen. Weitere Nachbildungen sollen folgen, um wertvollere Figuren zu schützen oder leere Nischen wieder zu füllen. Für beides ist Forschungsarbeit nötig, da über Augsburgs Schutzheilige kaum etwas bekannt ist. Seit einiger Zeit werden deshalb auch die Madonnenbesitzer ausfindig gemacht und befragt. Das ist ein altes Handwerkerhaus. Früher war das so, dass nur die Handwerkerhäuser gezeichnet waren oder gekennzeichnet mit einer Madonna. So weiß ich das eigentlich von meinem Mann so überliefert. Es hängt also gar nicht damit zusammen, dass der Dom in der Nähe ist, dass man besonders katholisch war, sondern wie eine Art Markenzeichen. Hier wohnt ein Handwerker. Ja, hier wohnt ein Handwerker. Ja. Könnte man schon glauben, weil das ja ein Handwerkerviertel und hier ist in der Straße gibt es ja sehr viele, oder Madonnen oder leere Nischen. Sie haben eine volle Nische, Gott sei Dank. Da es in den Archiven in der Regel keinerlei Unterlagen zu den Figuren gibt, wartet auf den Bürgerschaftsverein viel Arbeit.
die mitunter auch kostspielig sein wird. Die Sponsorensuche läuft bereits. Im Übrigen aber, sagt Anne Voigt, verhält es sich mit Augsburgs Hausmadonnen ganz einfach. Sie sind ein mal rührender, mal kunstvoller Beitrag zum religiösen und geistesgeschichtlichen Kulturerbe der Stadt.